Fräulein Pinkeli hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Also, Dani, nein, aber auch. Also, ich muss schon sagen, du bist, weißt du, was du bist? Eine Sau bist. Jetzt weisst es. Sie hat das Tablett mit der leeren Schüssel genommen, ist zur Stalltür raus und hat sie hinter sich zugeschlossen. Kurz darauf ist sie mit einem grossen Kessel voll Seifenwasser und einer Fettbürste zurückgekommen. So, jetzt hebt dich aber still, Dani. So, Deli, so, jetzt wirst du gewaschen, wei. So kannst du hier nicht rumlaufen, denk auch, wie du aussiehst. So, schön ruhig sein, hast du verstanden? So dreckig läuft man nicht umeinander. Das ist ja Sauerei, ist das. Stillheben sollst. So, Deli, so. So, sie hat Bürste ins Wasser getunkt und den Dani abgestruppt. Der Rücken, der Bauch und die Nase. Und zuletzt hat sie ihm noch seine Lampiohren aufgeklopft und sauber rausgeputzt. Das hat der Dani ein bisschen gekützelt, aber es hat ihm gefallen. Am Schluss hat Fräulein Pinkeli noch mal einen Kübel frisches Wasser geholt und über den Dani abgeklärt. Hat der Dani gemacht. Er hat sich geschüttelt wie ein Walross und ein Biss Fräulein Pinkeli vom Kopf bis zu den Zehen voll gespritzt. Da hat aber der Dani wieder lachen. Also, du bist ein Wüste, hat Fräulein Pinkeli gesagt. Jetzt schau mich an, jetzt bin ich ja ganz nass. Hey, nein, aber auch. Jetzt muss ich mich trocknen. Sie ist raus in die Sonne und hat sich trocknen lassen.